Ich habe von euch gehört. Bleitos, beseitigt dieses Ärgernis. Und somit müssen wir wieder mal einen der Blighters erledigen. Natürlich einen der Anführer hier. Zurück bei Assassin's Creed Syndicate. Ja, natürlich um die Ecke rum, ist klar, war. Ja, ist gut. Das geht direkt mal auf den großen Boss. Denn scheinbar war meine Offscreen-Aktivität wieder mal ziemlich erfolgreich. Hui. Gürtel, schwarzer Todgürtel. Und ja, so will eben zu den... Was? Nicht der Polizei los. Ja, schon zu spät. Meine Rooks müssen noch ein bisschen Unterschied zwischen Recht und Unrecht lernen, was? So wie es aussieht. Naja, wie gesagt, willkommen zurück hier. Und ja, wie gesagt, offscreen haben wir von dem nur das gemacht. Jetzt zeige ich mal ganz kurz. Ein bisschen unter die Gegner herumgetorkelt, noch ein bisschen das Strength befreit, sagen wir jetzt mal so. Und noch die ein oder andere Kiste noch aufgemacht. Man sieht es da links ganz gut bei Fundstücke. Bereits 20 von 50 Truhen, wobei die lagen noch alle auf dem Weg, also von dem her. Jetzt heute mal gucken, wie wir weitermachen. Ich muss ein bisschen umgucken, weil mittlerweile ist scheinbar irgendwie auch ein DLC raus, bezüglich Jack the Ripper und so weiter, aber ich sehe jetzt noch nichts. Das war vermutlich eine Fehlinformation. Doof. Naja, wie dem auch sei, jo. Ist natürlich ein bisschen upgraden, wie gesagt, durch Offscreen und so weiter. Man sieht es auch hier, Level 9 und 16.602 Kohle, also nicht gerade verkehrt. Jacob hat 6 Punkte, mein Revolver hält 2, der Panzerkutsche. Ja, mal Panzerkutsche 2 war. Nicht 2, normal Panzerkutsche, so, Entschuldigung. Jetzt Inventar, kann ich mal ganz kurz gucken, bei Gürtel, die ist eigentlich sowieso immer das gleiche, aber schwarzer Todgürtel, nee, das ist nichts besser. Wir haben bereits diesen Gürtel, die es gibt. Man könnte es am Faustkampf wechseln, aber man sieht es da sowieso, kaum einen Unterschied. Okay, Herstellung wäre eine Option für Upgrades. Also man könnte aber natürlich vorher mal die Gang-Upgrades. Zum Beispiel verbesserte Feuerkraft, ja, eine Variante. Schlechtes Pulver für die Blight, dass sie nicht mehr so gut ballern können. Oder die Rookvollstrecker, jo man, können wir sogar beides machen. Jo, könnte aufgehen. Die Rookfahrer 2, was haben wir sonst noch? Da gehe ich mir hier, Buchmacher. Damit erhöhen sie das Einkommen des Zugverstecks um 500 alle 30 Minuten. Und die Kapazität des Saves um 500 Pfund. Ist gerade mal so verkehrt, war. Noch viel mehr Kohle. Alter, 15.000, 20.000, ist klar. Das Bombenrabatt schwarz machen wir momentan noch nicht. Alle Gang-Upgrades weniger Geld. Oh. Das wäre vielleicht dann ganz cool gewesen. Ich Arsch mit Ohren. Ich müsste echt ein bisschen besser die künftigen Upgrades, also eben die für Spätessen durchlesen und dann mich entscheiden. Ja, das geht sowieso erst, wenn ich das mit Netwana gemacht habe. Ach, das wird noch ganz praktisch. Ja, man sieht, es gibt noch viel zu tun für uns. So, Herstellung, natürlich auch wenn der Kohle wieder war. Mittlerer Patronengurt, ja, wieso nicht? Vielleicht bereits der letzte war. Ja, nee, einer fehlt noch, okay. Ach, die ganzen Vorlagen hier. Gut, jetzt, wie gesagt, die Frage, wir machen jetzt weiter. Ich würde vorschlagen, mit der Jacob-Mission hier unten, Sequenz 7 Winkelzüge der Politik, das wäre noch nicht die letzte Mission, von dem her ist das sicher nicht so schlecht. Kurz zurück zum Zug verstecken, dann Kohle, nee. Muss aktuell noch nicht sein, wir haben bereits 70% der Oberkrassen, fehlt noch einmal eine Kindesbefreiung, mit ziemlich langen Namen, Lynch's Fine Woodworking and Ornamentation, ja, und Templar-Dingsbums. Muss relativ schnell gehen. Wie komme ich jetzt da? Ach du Scheiße. Ich muss ja fast offscreen rein, wa? Bis ich da unten bin. Ach du Scheibenkleister. Das ist zwar nur knapp ein Kilometer. Ich blick gerade
Zeit 5 Minuten. Wenn ich jetzt hier eine Kutsche nehme und einigermaßen Berserker durch die Gassen fege, müsste es doch klappen. Ja, Betonung liegt auf müssen. Die Straße gehört mir! Ups, Entschuldigung, Officer. Wow, ist aber knapp, ey. Westminster ist 9% erobert. Ja, das ist das letzte Gebiet. Also hier müssen wir theoretisch auf Steric noch treffen. Naja, das wird ja noch eine Weile dauern. Ich vermute sowieso erst bei Sequenz 9 und nach das DLC wegen Jack the Ripper und so kommt er eher später dann zum Zuge. Wie ich es damals auch im Let's Play von Unity gemacht habe wegen Dead Kings. Das habe ich damals ja auch nach dem Hauptspiel Let's Played. Allerdings eine Partanzahl her, obwohl ich hier die Parts schon deutlich länger mache. Denke ich trotzdem, dass das Spiel hier viel länger dauern wird. Also ich schätze mal so mit 60 Parts ohne DLC sicher mal. Das ist eine Folge 41. Ja. Oh, ja, das war natürlich mein Fehler. Wow. Die anderen kommen direkt mit. Da der Panzerkutschen, hallo? Nein, ich muss raussteigen. Tschüss. Wow. Voll im Flug erwischt der Penner. Nö. Heute nicht mehr. So, da vorne wär's, war mal ganz kurz. Hä? Da ist unser Ziel. Ja, da hat sich ja voll gelohnt. So hartnäckig sind sie, muss man ihn lassen. Nur schade, dass ihnen nichts bringt. Wo taucht er auf? Wo taucht er auf? Aussichtspunkt wegen Teleport, der sicher nicht ganz verkehrt. Was ist denn überhaupt? 108 Meter. Ja doch, könnte klappen, war. Was sind die hartnäckig hier? Alter, jetzt hat er wieder den Quatsch gemacht. Ah, so. Und wenn ich bitten darf, synchronisieren. Wo versteckt sich hier wohl Steric, wa? Es wäre so viel einfacher, wenn ihr bereits wüsst, wo er ist, um ihn abzufangen. Nein, man kann nicht alles haben. So, können wir jetzt irgendwie darüber. Das wäre sehr freundlich von neu. Nee, natürlich nicht. Machen wir es halt so und sind dann trotzdem noch da. Und zwar natürlich rechtzeitig, um noch vor der 10. Minute mit der Mission endlich mal zu beginnen. Lecco mio. Sonst noch etwas in der Nähe, wovor ich mich fürchten muss oder was noch markieren könnte, was noch wichtig ist? Nö. Gut, Winkelzug der Politik mit Jacob Politik. Oha. Jacob beschadet den Premierminister Disraeli im Sinopin Club, um den geheimnisvollen Wie aufzuspüren, welcher Disraelis Ermordung plant. Okay. Nun gut, B. Wer bist du und was hast du vor?
Die Frage stellt sich wohl jeder. So, trotzdem muss ich erstmal darüber. Ja, wieso nicht? Sehr schön, Paruks sind auch noch hier. Ein paar Polizisten auch, das gefällt mir jetzt weniger. Was Retour? Naja, die Deckenkletter würde ich gerade sagen. Die Dächer springen natürlich. Ja, okay, da erreichen, das war natürlich das kleinste Problem. Die Frage ist allerdings, komme ich da so leicht hin? Im Prinzip bin ich ja schon ein bisschen auffällig. Wenn ich schon mal so eine Bombe habe. Was? Okay, wie soll ich... Ich meine, da bin ich umringt von Polizisten, soll ich da durchkommen? Hä? Verwirrung? Papst bezahlten Potboy... als Potboys, oder ein schlechter Name. Potboys. Deshalb dachten die Russen, sie hätten uns von unseren Linien abgeschnitten. Sehen Sie? Nun, ein schlechter Kommandeur hätte... Tja, wenn das nicht mein alter Freund Mr. Disraeli ist. Nun, Premierminister, welcher Ihrer Freunde will Ihnen in den Rücken fallen? Das Antikorruptionsgesetz ist ein wichtiger Schritt zur Reform unserer Regierung. Wenn die Mehrheitspartei den Ausgang umstrittener Abstimmungen diktieren kann, können wir uns kaum frei nennen. Wenn wir unsere Rechte nach und nach an die Gerichte abgeben, können wir uns aber auch nicht frei nennen, Sir. Das ist mal wieder typisch, Gladstone. Sie würden sich lieber selbst in die Zahnräder des Fortschritts werfen, als auch nur einen Hauch ihrer Macht abzugeben. Bei Gott, Disraeli, Sie sind ein Narr. Ich sehe nicht untätig zu, wie Sie die Privilegien des Parlaments durch den Schmutz ziehen. Nein, mit Sicherheit nicht. Eher zwingen Sie uns wieder unter das Joch der Tyrannei. Und wo wir gerade dabei sind, Mr. Gladstone, heben wir doch die Magna Carta auf und geben die Krone wieder den Stuarts. Was erlauben Sie sich, Sir? Nur weil ich die Regierungsgeschäfte nicht in den Händen von Richtern wissen will, erheben Sie solch unerhörte Anschuldigungen? Das muss ich mir nicht anhören. Dann entbinde ich Sie von dieser Pflicht. Guten Abend, Sir. Das wird wohl B sein. Vermutlich schon. Wer B sagt, muss natürlich auch A sagen. Ja, okay, Rahmen. Das war jetzt noch interessant. Neu gespawnt, Polizisten, eigentlich keine mehr da, der hätte mich eigentlich sehen müssen. Schön, Sie kennenzulernen. B. B? Mein Name ist Herbert. Und warum folgten Sie dem Premierminister? Oh, nur ein Auftrag, Sir. Ein alter Knacker bezahlte mich. Oh. Was für ein Miststück. Jo, meine Worte, Jacob, die holen wir uns. Also, das ist eine schlechte Schützin.
Jo, Scharfschützenrahmen. Wieso nicht? Den Schüssen ausweichen dürfte schwieriger werden. Ich hole mir deinen Kopf. Ja, ich schätze mal, der hat eigentlich nicht großartig die erledigen, war. Verdammt doch mal! Wo kommst du denn her? Ich komme aus Crawley, aber das ist unwichtig. Für wen arbeitest du? Ich kenne keinen Namen. Alter Mann, langer Bart, trug eine Art Uniform. Husaren Was vielleicht. hat er vor? Bitte, er bringt mich um. Und ein Sturz von hier oben zerschmettert dir die Beine und schickt dich ins Armenhaus. Vor ihm kannst du noch fliehen. Es wird morgen. Meine Leute sollen die Kutsche des Premierministers angreifen auf dem Weg zum Parlament. Perfekt. Naja, perfekt ist was anderes. Ja, abgesehen eben von einer Szene da mit dem Polizisten, wo ich gar nicht anders konnte, der musste mich entdecken. Sorry, der ging gar nicht anders. Er war von 3 Polizisten umringt. Hallo? Abgesehen davon war es eine coole Erinnerung und gut, am Schluss war es dann also großartige Auswahl und jetzt da eigentlich nicht wirklich. Jo. Trotz allem hat funktioniert. Eisenschuppengürtel, ja, man kann es mal angucken, ja. Dachten wir schon, nichts mehr bringt. Meisterassassinen-Gürtel bekommen wir ja später, aber sonst echt kein Gürtel, der etwas bringen würde, war der sehr viel stärker wäre, gut, die vielleicht, aber wann ich die wohl bekomme, das ist ein anderes Thema. Bitte verschone mich, verschone mich. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja schon gut, Kleines. Die Leibwache, goldroter Umhang. Ist mit Jacob vielleicht. Andererseits sind bereits 2 Minuten 18. Das ist dann schon ein bisschen. Ah, vielleicht machen wir es direkt hier, wa? Vielleicht heute mal Strand abschließen. Wir gehen jetzt zurück zum Zugversteck, vielleicht ist dort etwas Neues. Und dann machen wir mal die beiden Templer-Dinger noch und sind bereits abgeschlossen und dann kommen wir eh schneller voran. Mit auch eine Variante, wa? Die eine Templer-Mission geht sowieso schnell und die andere mit Kindesbefreiung, je nachdem halt, wie viele Kinder es sind und wie gut die Schütze verteilt und so weiter, könnte auch das relativ schnell gehen. Ein Brief. Für mich? Ja, es sind noch Mission 8 oder Sequenz 8 von mir aus. So, ich muss raus hier. Ich dachte, ich stand. Ich schätze mal, wir gehen in die falsche Richtung, genau. Also raus da und mal gucken, wir später mal hierhin zurück, nehmen eine goldene Truhe holen. Das war die, die wir bereits holen können. Die geht noch nicht. Da muss wir wieder reinkommen und nicht genau weiß wie, oder das wird durch eine Mission funktionieren. Ansonsten eine Darwin, eine Dickens-Mission, da ist eine gemeinsame Mission noch, können wir auch. Jo. Läuft. Dem Gibi gibt es Alarmglocken, das ist mir sowas von egal. Ja, darf ich jetzt bitte hier raus? Wo ist der Ausgang? Hallo? Wieder mal ganz toll. Hey, ich muss doch nur rausgehen. Bin ich jetzt? Was für Bahnhöfe sind das eigentlich, die gar keinen Ausgang haben? Beziehungsweise natürlich schon einen haben und der ist irgendwie so doof versteckt. Hä? Ich sehe da nichts. Was verarschen? Oh, ich habe eine Truhe, schön. Hier wollte ich schon sagen. Die ist doch hoffentlich hier irgendwo, wa?
Nö, die müssen also über mir sein. Ja. Gut. Nee, da dauert es lange. Polizistenkutsche empfinden ist, glaube ich, nicht so eine gute. No, wobei wäre es ja noch lustig. Wieso was? Versuche ich mal. Muss schon mal sehen, aber noch nie gemacht. Ja, so viel zur Theorie. Er läuft weg! Der gehört mir! Nö. Halt mit der Kutsche in die richtige Richtung geht. Boah, Alter. Die haben echt Power. Oh, da bin ich schon. Entschuldigung. Was soll ich denn nur machen? Ich kann schießen! Halt! Polizei! Ja, schießen kann ich auch. Übrigens haben wir noch einen Haufen Bleitoast. Können auch mit denen ein bisschen rumschlagen, wa? Wer zum Henker haben wir jetzt gesehen? Wie wär's zum Beispiel, wenn der kleine Master Daniels plötzlich verschwinden würde? Hat der Stände wollen die mich sehen hier? Danke für die Beförderung. Was? Das war eine Befreiung, keine Beförderung. Die waren schlecht, ey. Was? Was fahr... Ja, aber... Hä? Ich will nur helfen. Dankeschön. Someone must be looking for it. Okay, das war jetzt ein bisschen crazy, aber hey, es hat auch noch geklappt. Wo sind die nächsten Kinder? Eine Truhe. Die wird sicher nicht oberhalb sein, eher unten. Gut, dann natürlich noch Alarmglocken, alles Mögliche. Geht's hoch oder was? Ich versuche hier gerade ein Attentat. Ja, machen wir halt so. Es ist noch ein Stockwerk tiefer, gut. Habe ich hier irgendwelche Kinder, die befreien kann? Die sind noch ein bisschen tiefer, die auch und die letzten ebenfalls. Gut. Jetzt kommt noch einer direkt hier hingelaufen. Marschiert. Ja, wer zuletzt lacht, sind die Rooks. Hier drüben noch irgendwas Besonderes. Ne, die Glocke ist ein Stockwerk tiefer. Was ist das gerade? Ich hab's aber gerade hier gesehen, hä? No, okay, haben nichts für uns. Schade. Was? Nein, du sollst so... Und immer so etwas Kompliziertes, Jacob. Wo ist hier eigentlich die Treppe nach unten? Hä? Ah, da. Ich kann sagen, jetzt müssen wir irgendwie hier hochkommen. Ja, wenn er schon mal so schön im Weg ist.
Die Kinder sind alle weiter unten, wa? Schon leicht crazy, aber okay. Dann dort weiter. Wobei, ich kann natürlich auch da entlang. Dann gehen langsam die Messer aus. Alter, was sind die Kinder hier überall? Wo ist der denn nur hin? Ja, du siehst mich nicht. Großes Gebiet, muss ich leider sagen. Hat man wohl gerade sagen muss. Wo kommt der bitte her? Ja, schön. Der dürfte mich jetzt eigentlich nicht sehen, außer der da vielleicht. Natürlich genau in dem Moment kommt er hier rüber. Ne, ich lasse ihn lieber. Seht ihr ihn? Nö, ich sehe ihn nicht und du siehst sie auch nicht. Haben uns gerettet. Kein Problem, kommen wir jetzt am schnellsten rüber. Hinten herum mit dem Schuh raus. Der sieht mich nicht. So, ein bisschen schneller kann ich ruhig machen. Wie sieht es jetzt da aus? Okay, dann hätten wir das. Dann muss jetzt irgendwie so rüber. Ganz schön groß, wa? Ja, kann nur her. Dein Kumpel ist tot. Oh Mann. Ich war sicher, ich würde ihn schnappen. Hä, du willst mich schnappen? Siehst mich gar nicht. Nein, ich wollte nicht. Ich wollte die Kinder befreien. Sie machen mir Angst. Kinder befreien! Ja, ich mache mir gerade auch Angst. Ganz ruhig. Ich will euch helfen. Vielen Dank, Mister. Kein Problem, kann ich bitten einen noch irgendwie looten? Ah, jetzt. Wo ist jetzt hier ein Eingang? Verflixt nochmal. Kein Alarm auslösen, da sind keine Alarmdinger mehr. Das heißt, die kann ich jetzt eigentlich so killen, wa? Oh verdammt. Oh, das ist schon der eine, wird direkt auf mich zukommen. Jade. Lass ihn halt. Hier ist der hergekommen. Ich helfe euch hier raus. Wir danken Ihnen aus tiefstem Herzen. Kein Problem. Die Mission abgeschlossen, die doch länger gedauert hat, aber es ist auch ein viel größeres Gebiet plötzlich. Kindesbefreiung. Die gute Klaue Odia. Yo, abgeschlossen. Naja, egal. Hauptsache wir haben es geschafft.
Gut, wie geht's in der nächsten Folge weiter? Da guck jetzt gerade mal, sollen wir erst mal, wo ist jetzt, die Kiste ist da, gut, die kann ich auch sonst mal holen. Ich würde sonst sagen, nächstes Paar machen wir erstmal die Mission ganz, das geht echt schnell, geht vielleicht 2-3 Minuten, länger nicht, weil das Templer relativ locker zum Plan machen. Und dann würde ich sogar sagen, mit Jacob hier die Leibwache wieder, eine Hauptmission machen und dann je nachdem, ob wir überhaupt noch Zeit hätten, was ich aber bezweifle, und vielleicht noch irgendwie da was anderes machen, mit Ned oder was haben wir da oben noch, Robert Topping, aber braucht man gar nicht zu machen. Oder mit Dickens und Darwin, so eine Kombi-Erinnerung. Jo, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.